Manchmal frage ich mich, wieso ich überhaupt Influencer bin. Hey zusammen, mega weird. Ich sehe mich. Ich habe gesagt, ich mache nie Videopodcasts und das wird auch eine Ausnahme sein, weil ich habe einfach keinen Bock, jedes Mal mich bereit machen für das. Und ich habe das Gefühl, es nimmt von meiner Plausibilität weg, wenn ich wie ein Herdöpfelsack da sitze vor der Kamera. Aber heute geht es halt um mein Oberthema Social Media. Und mein erstes Thema zu Social Media ist Influencer/Content Creator sein. Und deswegen habe ich gedacht, passt easy gut, wenn ich filme. Weil, who knows, ich denke, ein paar von euch wissen auf Art, wer ich bin. Oh mein Gott, manchmal. Und ein paar wissen es nicht, was auch vollkommen okay ist. Ich persönlich, ich höre halt Podcasts, aber ich schaue sie nicht. Das heisst, ab und zu gehe ich dann schauen, wie sie wirklich aussehen. Und dann bin ich so, Bitch, ich habe da jemand ganz anderes im Kopf gehabt. Sorry, falls ich nicht so ausgesehen wie ihr gedacht habt. Jedenfalls, ich finde es wie passend. Heute geht es darum, Influencer zu sein oder Content Creator. Und ich bin nicht so hart Fame, weißt. Es wär auch egal, wenn ich hart Fame wäre. Ich bin mir sehr bewusst, dass der Fame nur virtuell existiert. Jedenfalls, ich denke, durch das können meine Experiences extrem wertvoll sein für Leute, die am gleichen Punkt stehen. Natürlich auch für Leute, die schon am höheren Punkt sind mit Followers, aber auch Leute, die anfangen mit Content Creation. Ich war vorher bei meiner Therapeutin und wir haben über das Ganze geredet und ich bin mega im Fluss gekommen und dann bin ich wirklich da angesickelt, da angesessen und möchte jetzt auch anfangen, schnurren über das. Influencer sein. Ich sage es nicht so gerne Leuten, wenn sie mich fragen, was ich mache. Natürlich habe ich noch einen anderen Job, was sehr wichtig ist für mich, dass ich ein Grundeinkommen wie habe, also ein stetes Einkommen und nicht abhängig bin von Branddeals. Das nimmt mir einfach sehr viel Anxiety weg. Aber wenn sie fragen, was ich sonst mache oder sie mich finden online, ist mir das eigentlich immer easy peinlich. Keine Ahnung, man hat so ein Bild von Influencer. Durch das, dass ich jetzt recht viel mich umgebe mit Influencer, es stimmt zu einem gewissen Grad, aber es hat auch sehr viel Normalsterbliche drunter. Ich glaube, unser Ruf eilt uns voraus. Durch das, dass Leute sich halt ein Bild machen von uns schon vorher online. Wir machen das doch alle, Alter. Wenn wir irgendjemanden daten oder so, wir stöbern durch die Socials und dann sind wir so «This bitch kinda weird» oder «This bitch kinda cool» oder was auch immer. Also wir machen das alle und bei Influencern, sie haben halt noch viel mehr Nahrung, können es dir wie geben, weil sie halt sehr viele Videos von sich haben. In letzter Zeit wächst mir das ganze Influencer-Sein extrem über den Kopf. Deswegen widme ich mich so fest an meinem Podcast, weil da fühle ich mich safe. Ich komme nichts über, keinen Rappen verdiene ich mit Podcasts. Aber es ist einfach ein Ort, wo ich das Gefühl habe, dass ich wirklich für mich gehört wird, während ich das Gefühl habe, dass ich online sehr viel auch für mein Äußere gesehen wird. Sag mal, Insta funktioniert extrem 2D. Du kannst Bilder posten, also natürlich kannst du Reels posten, aber ich meine jetzt von Insta-Posts. 2D. Die kannst du nicht wirklich punkten mit deiner Personality, sondern eigentlich nur mit dem Äußeren. Und das ist nicht etwas, wo ich per se kann. Also ich weiss, ich will jetzt nicht da ankommen und so, ich bin ugly oder so, besonders wenn ich preache, dass wir alle eine Schönheit zu uns haben, das ist definitiv so. Aber ich will nicht mich zeigen als jemand Perfektes. Ich will nicht mich parat machen für ein Insta-Pack und mich definieren über meine Likes. So, das bin nicht ich. Meine Grundidee war schon immer, authentisch zu sein und ehrlich zu sein, wie ich das auch sonst sehr bin. Und dann passt für mich auf Art Insta-Posts nicht so gut. Also ausser Insta-Dumps, die fühle ich. Ist für mich halt TikTok ins Bild gekommen, schon 2019 oder so. Natürlich mit Trends und Dances. Ich habe auch 1-2 Dances ausprobiert. Grässlich gsi. Für mich war es eine mega coole Chance gsi, weil ich erstens mega into Filming bin. Ich mache auch sonst noch sehr viel so Kunstfilm, Performances und so, also daheim, nicht so irgendwie auf einer Bühne oder so. Es geht sehr abstrakt, poste ich aber auch nicht, weil es etwas sehr Persönliches für mich. Es war sehr cool gewesen, wo TikTok so ein Ding geworden ist, weil ich plötzlich recht schnell ein Video produzieren und hochladen und ich habe Freude am ganzen Prozess. Ich liebe Filmen, ich liebe Schneiden besonders. I love this shit. Ich weiss, alle anderen Influencer haten es.
Ich liebe Editen. Kann ich auch noch mich beweisen wie für meine Personality und wird nicht so fest reduziert auf mein Äußeres eigentlich nur. Und für mich ist das dann so ein Love Child gewesen, so TikTok. Das Influencer-Business ist easy grässlich. Also es ist so glamorized. Und jetzt, let me explain. Ich weiss, alle Influencer kommen so, so anstrengend, Bro. Ich mag so nicht mehr überall eingeladen werden und gratis Sachen bekommen. Okay, I get it. Das ist aber nicht meine Realität. Ich erzähle euch kurz den Teufelskreis von einem Influencer. Du gibst extrem viel Zeit in das ein, also Content zu kreieren. Es braucht sehr viel Ideenzeit, dann braucht es Produktionszeit, dann Editzeit, Uploadzeit. Das ist sehr viel Zeit. Das heisst, wenn du das wirklich regelmäßig machst, sei es jetzt ein Hobby oder du willst irgendwann anfangen Geld verdienen, dann kannst du nicht mehr 100% arbeiten. Es ist nicht möglich. Es braucht so viel Zeit. Für das, dass wir Videos machen, die gratis ins Internet rausgehen. Mit den Likes, wir können nichts kaufen damit. Mit den Followers, wir können nichts damit. Es ist vielleicht sozial angesehen, aber ich glaube, die Leute, die so viel Wert auf Likes und Followers geben, mit denen will ich mich nicht umgehen. Weißt? Deswegen, es bringt mir eigentlich nichts. Es geht mir wirklich einfach nur ums Video produzieren, Spass daran haben, mit coolen Leuten interacten. Das ist so mein Ding, fühle ich mega fest. Und dann du musst halt so reduzieren irgendwann, weil sonst rennst du in ein Burnout. Ich weiss nicht, wenn du noch Zeit hast für einfach chillen. Sachen, die du nicht anhaben darfst, Sachen, die du nicht im Hintergrund haben etc. Die Liste ist lang. Und die Wörter sind manchmal so herzspezifisch, dass du weißt gar nicht mehr, wie einen Satz machen wirklich. Und ja gut, endlich Branddeals, das, oder? Dann kann es passieren, es ist schon viel passiert, du machst das ganze Zeug. Du hast Kommunikation mit denen, hey, wir machen Branddeal, okay, ich mache ein Konzept, schicke es ihnen, sie sind so, okay, Konzept ist gut, dann machst du das Video, braucht sehr lang, wenn auch noch eine Kamera und so benutzt, dann schneidest du es, editest es vollkommen, das braucht sicher 2 Arbeitstage und dann schickst du es ein und dann sind sie so, nein, wir nicht. Nein, gefällt uns nicht. Und sind so, nein, du hast wie am Ziel vorbeigeschossen oder du bringst etwas über die Kamera über, wo unser Produkt nicht ist. Hey, und das tut so weh, Bro. Du hast also 2 Tage gratis gearbeitet, einfach, dass du nachher noch 2 Tage arbeiten kannst, weil es nicht gut genug ist, was du gemacht hast. Und das fickt mega fest. Mega unethische Arbeitsbedingungen, durch das, dass du halt pro Auftrag schaffst und manchmal wirklich die Verträge nicht wirklich detailliert sind. Dann das, Branddeals, okay, du machst wieder Wett, dass du deine Arbeitszeit hast müssen runterschrauben bei deinem normalen Job. Dann kommt bei mir noch dazu, ich will mich noch definieren mit Likes und Followers. Es bringt dir nichts, ich kann nichts kaufen mit denen eben, es werden sozial angesehen und mit den Leuten will ich mich nicht umgehen. Plus, ich will nicht mir konstant Gedanken machen, wie viele Likes habe ich dort, wie viele Followers habe ich dort, weil es tut mir sehr nicht gut. Dann distanziere ich mich also davon, also ich mache nur noch Videos aus Freude, aber ich brauche ja das Geld von den Branddeals. Das heisst, ich muss ja machen, dass meine Videos gut performen. Das heisst, ich muss doch wieder auf meine Likes und Followers schauen, weil der Preis pro Video ist abhängig von meiner Aktualität und meinen Followers. Das fickt mega dein Brain. Ich will mich nicht auf Likes und Followers fokussieren, aber du musst, damit du das Geld einholst, dass du wieder dein Hobby kannst machen, wo du an dir versaust, indem du halt dich auf Likes und Followers fokussierst. Aber du musst. Sonst kannst du nicht leben, sonst kannst du nicht deine Wohnung zahlen, sonst kannst du nicht Essen kaufen, du musst. Und deswegen du ruinierst du dein Hobby, einfach weil du bist so gefangen in dem scheiß Cycle inne. Ich hoffe, ihr checkt, was ich meine. Es ist wirklich schlimm ab und zu. Plus du bist auch so fucking lonely als Influencer. Es ist so fucking lonely, du hast kein Office, wo du dich treffen gehen oder irgendetwas. Du bist einfach allein daheim, musst allein dein Zeug machen, du hast keinen Vergleichspunkt, ob du vielleicht zu wenig verdienst oder zu viel verdienst, das eher nicht, to be honest. Du hast keinen Anhaltspunkt, du bist vollkommen allein in einer Welt, plus dann ist noch deine Familie so, es ist kein richtiger Beruf und deine Kollegen wollen auch nicht mehr davon hören, plus du bist immer unsicher, ob du dein Brötchen kannst dir verdienen, plus du vergleichst dich halt konstant mit anderen Influencern.
weil du denkst, boah, vielleicht komme ich nicht gut an, weil meine Videoqualität ist zu scheiße oder mein Ton ist zu scheiße. Vielleicht bin ich nicht lustig genug, vielleicht bin ich nicht schön genug, vielleicht bin ich nicht dünn genug, vielleicht bin ich nicht blond genug, vielleicht bin ich einfach zu wenig weiblich. Es ist wirklich so, wenn dein Video nicht ankommt, der einzige Ort, wo du kannst suchen, ist an dir selber, weil du bist ein allein running Business. Es hängt alles von deinem Äußeren und von deiner Personality und von deinen Skills ab. Du kannst niemand anders blamen. Und dann blamest du dich selber. Und zwar konstant. Und du vergleichst dich konstant. Und das ist so hella toxic, so schlecht für meine Mental Health. Ich habe zum Glück das Glück, dass ich vergleiche mich nicht wirklich mit anderen Influencern im Sinne von, dass ich jealous bin auf ihre Followers, weil erstens, wir alle haben die Funktion, dass wir mehreren Leuten folgen können. Und zweitens, good for them. Ich weiss, wie stressig das ist, Influencer zu sein, deswegen good for you. Ich bin froh, dass du Einnahmen machen kannst, dass du deine Zeit kannst bezahlt haben, oder es threatet mich nicht. Schlussendlich kommt mir nur darauf an, ob ich die Person cool finde oder nicht. Also weißt du, und dann gönne ich es der Person, wenn sie Followers hat. Und wenn sie nicht cool ist, gönne ich es ihr auch, weil sie hat gearbeitet dafür. Also weißt du, es beeinflusst mich nicht. Ich bin nicht in Konkurrenz mit den anderen. Das ist so mega missverstanden. So, in mir allen können Millionen von Leuten folgen. Es gibt die Funktion, deswegen ich bin nicht gerettet. Das ist schon mal gut. Das ist schon, nimmt ein bisschen weg von der Konkurrenz. Aber du willst natürlich erfolgreich sein. Wenn du so viel Zeit und so viel Arbeit gibst, willst du erfolgreich sein. Gleichzeitig willst du aber dein Hobby nicht kaputt machen. Gleichzeitig musst du aber dein Geld einholen. Gleichzeitig willst du aber dein Hobby weitermachen. Das heisst, du brauchst Geld. Es ist einfach plus Influencer-Event. Und PR. Das fickt auch manchmal mein Leben ein bisschen, weil ich bin ja gemobbt worden früher und ausgeschlossen worden. Und das fühlt sich genauso an wie wieder in der Primarschule, weil nachher siehst du, die anderen sind alle an ein Event eingeladen worden und du nicht. Und es fühlt sich genauso wieder an wie in der Primarschule, wo alle zum Geburtstag von dieser einen eingeladen worden sind und ich nicht. Es fühlt sich, es ist so lonely und es ist so anstrengend und Leute haben einfach das Gefühl, ich tanze vor der Kamera oder sehe gut aus und that's it. Es geht wirklich sehr, sehr viel rein. Es macht sehr viel mit einem. Ja, und dann am PR passiert das Gleiche. Dann kommen alle cooles PR über und du nicht. Und dann bist du so, hey, was ist falsch mit mir? Weil es gibt nichts zum Blamen außer dich selber. Es tut mir einfach nicht mehr gut und ich bin deswegen sehr viel offline und poste einfach meine Videos. Und ich habe angefangen, meine Videos nicht zu werten ab Views und Likes, was sehr schwer ist. Also erstens habe ich mich weggebracht von dem ganzen Druck, indem ich jetzt eben einen Job habe, 60%. Das heisst, ich werde immer können meine Miete zahlen und mein Essen kaufen. Das heisst, ich habe nicht Angst vor zu wenig Followers, zu wenig Engagement etc. Das hat mir sehr viel Anxiety weggenommen, weil ich nicht abhängig bin finanziell von dem Beruf. Plus, ich habe immer noch 40% Zeit, um das zu machen. Also es ist perfekt für mich. Ich habe das perfekt gemeistert. Ich bin so stolz im Fall. Ich habe so gestruggelt mit dem. Das ist schon mal etwas, was mir sehr geholfen hat. Plus auch unsere Videos und Engagement ist sehr fest abhängig vom Algorithmus. Und der Algorithmus wissen wir alle nicht, wie er wirklich funktioniert. Wir haben eine Ahnung, aber wir wissen es nicht ganz genau. Ich stelle mir meine Videos immer so vor. Ich mache eine Zeichnung, gebe sehr viel Mühe drin und Flair etc. Und dann hänge ich sie zur falschen Zeit am falschen Ort in der Wohnung auf. Sodass also meine Eltern oder meine Kollegen nicht sehen, die Zeichnung, und deswegen mir auch keine Rückmeldung geben dazu. Also normalerweise würde ich jetzt mich selber blamen. Die Zeichnung war hässlich. Mein Video war schlecht. Es ist nicht angezeigt worden auf der For You-Page. Aber was passiert ist, dass ich es am falschen Ort, zur falschen Zeit, zur falschen Umweltbedingungen, ist einfach nicht aktuell momentan, hochgeladen habe. Und mein Video ist eigentlich gar nicht so scheiße. Weil, ganz ehrlich, ich fühle meine Videos. Ich frage mich immer wieder, würde ich sie selber schauen und ich würde sie schauen? Und das ist eigentlich das Einzige, was zählt. Hat es mir gefallen, sie zu machen, die Videos? Ja. Hat mir es gefallen, das Editen? Ja. Hat es mir gefallen per se, was ich gemacht habe, der Vibe und so? Ja. Dann I'm good. Das ist alles, was ich muss. Weil schlussendlich ist das sehr viel Zeit, wo ich investiere in Videos machen, und wenn ich dann die Zeit damit verbringen, mich anzupassen am Algorithmus und an den Trends, einfach meine Personality shapen, so dass ich viele Followers bekomme und Views. Das ist so eine Verschwendung von meinem Leben irgendwie. Wie das ist meine Realität. Meine Realität ist nicht die Likes. Kaum habe ich das Handy abgeschaltet, sind die weg. Das sind nicht Followers. Kaum habe ich 4 Knöpfe gedrückt, ist mein Account gelöscht. Meine Realität ist, was ich mache. Und
das muss mir Freude machen. Und deswegen, mir ist egal, ob meine Videos gut ankommen oder nicht. Ich weiss, es ist schlecht fürs Business. Aber schlussendlich ist mir meine Mental Health wichtiger als mein Einkommen. Wie ich am Teufelskreis vom Influencer sein aus dem Weg gehe. Weil ich will nicht die Person sein, die sich vollkommen verliert in Social Media. Das ist nicht mein Ziel. Und das will ich auch nicht sein. Ich denke immer wieder, will ich mit mir selber Kaffee trinken gehen? Will ich mit mir selber hängen? Und wenn ich die Person werde, die einfach konstant über sich selber, über ihre Likes, über ihre Followers, über ihre Content Creation redet, so über Social Media per se, dann will ich nicht mit mir Kaffee trinken. Es ist annoying. Es ist boring. Ich will die Person nicht sein. Natürlich, ich höre mir gerne zu, wenn ich darüber erzähle, was für eine neue Kamera ich habe oder wie ich einen neuen Filming- oder Editing-Hack herausgefunden habe. Das finde ich spannend, das finde ich cool. Und so will ich auch mit mir hängen, aber nicht, wenn ich obsessed bin mit Likes und Followers und meinem Einkommen. Die Person will ich nicht sein. Auch wenn das bedeutet, dass ich nicht so successful werde. Das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist vollkommen, mich selber zu sein und meine Zeit da zu geniessen. Und deswegen habe ich mich aus dem Teufelskreis begeben, von Influencer sein. Und bin auch zurückgegangen von Social Media. Das ist mein Insight in das ganze Social Media Business. Ich hoffe, es hat jemand gejuckt. Beim nächsten Part werde ich darüber reden, wie ich allgemein Social Media umgehe als Nutzer selber. Ich rede sehr viel davon, dass es uns sehr schlecht tut. Disclaimer, ich bin low-key ein Social Media Hater, ja, contradicting, wenn ich ein Content Creator bin, aber deswegen ist mein Content immer positiv. Danke, dass du immer wieder da bist. Freut mich wirklich mega fest, weil der Podcast und ich, that's my baby. Und ich liebe es, wenn mir Leute schreiben davon und bin so, oh, du hast es wirklich gelesen, oh mein Gott. Ja, cool. Also ich habe jetzt gerade meine Videos geschaut und liken. Nein, Spaß. Okay, ich freue mich, dass du da bist und wir sehen uns nächste Woche. Tschüss!